Moin alle Goe a willkommen an der City-Bibliothek. Mein Name ist Schild Krovisi und ich bin eine professionelle Tänzerin aus Lützeburg. Heute sind wir an der Tufi-Animation. Und ich bin ganz froh, ihr schaut verschiedene Bücher vorzustellen den Tanz. Heute haben wir zum Beispiel ein ganz flottes Buch, das ganz viele Informationen gibt. Es sind Sachbücher. Aus denen können wir ganz viel lernen und Sachen entdecken aus der Tanzwelt. Die Tanzwelt bedeutet auch die Welt allgemein. Musik, Kulturen, ganz viele Sachen können wir entdecken. Wenn ich an Tanzen denke, dann denke ich auch an traditionelle Tanz, wie afrikanischen Tanz oder Tanz aus der ganzen Welt. Ich denke an zeitgenössischen Tanz, das ist Tanz contemporain. Ich denke an Tango oder Standardtanz, der Walzer. Da gibt es so viele Sachen. Und heute an der City-Bibliothek könnt ihr ganz viel lernen und entdecken kommen. Heute, wenn ich zum Beispiel ein bisschen an diesem flotten Buch stöbere, guckt mal, da fand ich Informationen über den Jazzdance. Das ist der Fred Astaire, das kennt aus Amerika. Und das sind auch Tanz, die du ganz viel an den alle Filmen findest. Ganz flott. Heute haben wir zum Beispiel mit flotte Bilder gestaltet, afrikanisch Tanz. Wichtig sind dann natürlich auch die Instrumente und die Musiken, die das dann so reich machen. Also wie gesagt, ganz viel fand ich heute dran. Aber was geht es danach, wenn ich an Tanzen denke? Mit dem Ballet, den klassischen Tanz. Für ganz viele professionelle Tänzer ist das Bass. Das ist ein Tanz, der relativ schwer ist und für den ganz viel muss üben und trainieren. Wenn ich an Ballet denke ich natürlich an die schönen Ballerinen auf den Bühnen mit ihren Spitzenschuhen. Aber ich denke aber auch an die Jungen. Weil ja, die Jungen die tanzen auch Ballet. Zum Beispiel haben wir hier Demi-Pointe, das sind Halbspitzschuhe. Ganz kleiner, wie ihr seht, von der Marque Pateau. Die sind rosa, auch für die Jungen, die haben auch Ballettschuhe und die sind aber schwarz oder weiß oder grau. Das hängt auf. Als Tänzer, wenn ihr klein ist, da fängt ihr als erstes mit diese kleinen Ballettschuhe zu tanzen. Für den Fuß zu stärken, an seinen Beinen zu stärken. Aber wenn ihr da ein bisschen mehr alt ist, dann dürft ihr mit den Spitzenschuhen tanzen. Und über die Spitzenschuhe, da schwätzen wir noch weiter. Okay. So, den Tufi und ich, wir willkommen eine professionelle Ballerina aus Russland. Moin Victoria! Moin! Wie ihr seht, hat Victoria einen traditionellen Tütü an. Und hat Spitzenschuhe an. Wie ihr seht, sind die hart viel. Victoria hat ganz viel trainiert und geübt, wir können so Haut auszusehen. Victoria, kannst du uns eine Weise, wie du auf der Spitze stehst? Guck mal, wie schön die Knie durchgestreckt sind und die Linie auf den Spitzen ist. Merci, Victoria. Kannst du uns dann ein Dégagé weisen? Das ist ein Taschenstuhl aus dem Ballet. Guck mal. Und ganz durchstreckt Victoria den Fuß und nicht möchte so an die 5 Position. Tip-top. Und vielleicht kennt ihr auch kurz ein russisches Ballet. Und schwarz von den Bekanntesten. Die kennen die vielleicht. Der Schwanensee, le Lac des Cygnes, Swan Lake, Victoria, kennst du als eine schöne Port de Bras, der Tisch mit dem Arm getanzt, ein Extraweisen vom Schwanensee. Das Fliege vom Fielchen, wie dir gesitzt. Ganz expressiv tanzt Victoria auf der Spitze. Merci, Victoria. Und Victoria möchte eine Reverence für Merci zu sagen. Aber wie ihr seht, fanden wir sogar heute auch an der City-Bibliothek zu den anderen Sachbüchern, ganz flotte Bücher, auch über den Schwanensee, über die Geschichte vom Schwanensee, über die Musik, da sind sogar CDs dran, Partitionen, hier könnt ihr ganz viel entdecken. Wir hoffen, dass wir euch gespannt heute begegnen, aber wie weiß, vielleicht steht ihr eines Tages auf der Bühne wie Victoria.